Fährt nicht, fährt. Fährt verdammt lang her. Ach, komm her. Du hast einen Hund mitgebracht. Ist auch ein Hund gekommen. Schöner Straßenhund hier in der Severinstraße. Also haben wir überlegt, ob sie mit reingeht oder nicht. Aber wenn was Unvorhergesehenes Du, die passiert, muss auf dich aufpassen. Wir sind ja hier in der Penny Lane deiner Kindheit, in der Severinstraße. Da stimmt, habe ich irgendwann mal so gesagt. Ist auch wirklich so. Also ich weiß noch genau, welche Läden, als ich Kind war, wo drin. Das war eine Apotheke, da war ein Fischgeschäft. Ich kannte die alle und da durfte ich auch spielen. Aber wir haben in der Regel die Ecke rum. Das war Kartäuser Wall. Da waren schön viel Trümmergrundstücke. Da haben wir sehr viel gespielt. Schöner Abenteuerspielplatz. Darüber reden wir gleich. BAP-Gründer Wolfgang Niedecken ist bei uns zu Gast. 50 Jahre Bandjubiläum feiern wir. Freue mich drauf. Jetzt bei das. Das rote Sofa. Heute mit Inka Schneider. Er ist eine der markantesten Stimmen des deutschen Rock. Rau, kölsch, politisch, aber auch zärtlich und immer unverwechselbar. Mit seiner Band hat er Musikgeschichte geschrieben und feiert in diesem Jahr doppeltes Jubiläum. 50 Jahre, ein halbes Jahrhundert BAP. Und er selbst ist 75 geworden. Wenn das kein Anlass ist, zurückzuschauen und das Leben und den Erfolg zu feiern. Ich freue mich sehr drauf, dass du hier bist und dass wir das gemeinsam machen. Herzlich willkommen, Wolfgang Ich freue mich Niedecken. auch. Schön, dass du da bist. Wunderbar, gerne. So gleich so ein doppeltes Jubiläum. 75 geworden, 50 Jahre Bandjubiläum. Was hast du größer gefeiert? Das Jubiläum wird ja noch stattfinden. Das machen wir dann in Köln im Müngersdorfer Stadion. Das Bandjubiläum. Das Bandjubiläum. Und den Geburtstag, den habe ich mit meinem Pianisten, mit dem Mike Herting, mit dem ich ein Soloprogramm habe, mit der Kölner Philharmonie gefeiert. Das Auch war schön. ein sehr schönes Ding. Wunderbar. Wir haben unser schönes, kleines Programm gespielt. Wir haben es gar nicht angekündigt. Wir haben nur gesagt, Wolfgang Niedecken aus gegebenem Anlass. Und die Leute wussten allerdings, dass es sich um Geburtstag handelt. Und die Leute sind dann hauptsächlich Freunde oder Fans aus früheren Tagen oder kommen auch immer wieder mal neue dazu? Es ist eigentlich diese ganze BAP-Gemeinde ist eine große Familie. Und die Familie feiert natürlich Familienfeste. Die wissen genau, wann ich Geburtstag habe. War die eigene Familie auch da? 4 Kinder? waren auch da. Die Enkelkinder alle wahrscheinlich Ja, mega Enkelkinder stolz sind noch auf zu den klein. coolen Opa. Die Enkel sind noch ein bisschen klein. Also die 2 Jungs, die sind 6. Ja. Und die Kleine, die ist 2,5. Das ist nach 8 Uhr, wir spielen ja immer bis mindestens 11 Uhr, das wäre nichts geworden. Du lässt es nach wie vor richtig krachen und rocken. Ja, nur wenn man einmal da ist, dann kann man ja auch richtig machen. Also die Konzerte, die ich erinnere, waren auf jeden Fall welche, wo immer viel mitgesungen wurde und richtig Stimmung. Es ist heute genauso, ne? Es ist so, Gott sei Dank. Hat sich nichts verändert. Du hast aber mehr so ein Rockstar-Image. Jetzt du hast eine getönte Brille. Im Fernsehen. Ja, ganz genau. Weil ich in der letzten Zeit viel mit Gerstenkörnern zu tun hatte. Und dann kommt dann noch die Allergie dazu, also Pollenflug und so. Du auch, ja. Meine Augen kann man keinem zumuten. Lassen wir sie mal zu. Sieht auf jeden Fall sehr Rockstar-mäßig aus. finde Wir ich auch. freuen uns, dass wir darüber reden. Ihr geht auf Jubiläumstour, auch bei uns im Norden. Auch darüber sprechen wir. Außerdem schauen wir natürlich zurück nach vorn. Aber jetzt erstmal das Aktuelle. Und die Elbquerung durch den alten Elbtunnel, immer wieder ein Erlebnis. Du hast es ja schon gemacht, ne? Ja, ich bin da drin, musste ich unbedingt sehen. Also kommt in einem von Wim Wenders Filmen vor. Da muss ich auch mal runtergehen, mal gucken. Sensationelle Atmosphäre. Vor allem, wie wir gerade gesehen haben, im Fahrrad immer wieder schön. Ja. Rocklegende und BAP-Gründer Wolfgang Niedecken ist heute unser Gast. Und Sugar Kasilov macht Lust auf mehr. Er ist eine Rocklegende, eine kölsche Rocklegende vom Rhein. Das ist mein Heimathafen, hier fühle ich mich wohl. Die Songs seiner Band BAP, Musikgeschichte. Der Junge aus der Kölner Südstadt rechnete nicht mit einer Karriere als Musiker. Wir machen das jetzt, wenn es hochkommt, so 5, 6 Jahre lang. Doch er und BAP werden ganz groß. Vorband der Rolling Stones. Und er mischt sich ein, politisch gegen rechts und humanitär für ehemalige Kindersoldaten. Dafür bekommt er das Bundesverdienstkreuz. An seinem 75. Geburtstag zieht er musikalisch Bilanz mit seinen Fans. Träumwigger. Das heißt so viel wie Träume weiter. Einen Traum erfüllt er sich jetzt schon. Ab Herbst geht's los mit der 50 Jahre BAP-Tour. Kölsche Rocklegende Wolfgang Niedecken. Toll und vor allem immer wieder schön, ne? Obwohl du wahrscheinlich so viele Bilder schon Es ist immer wieder gesehen hast. wieder und es welche immer wieder- dabei, die ich ewig nicht mehr gesehen habe oder noch nie gesehen habe. Wo ich, hoppla, das ist ja das. Und ein schönes Motto, träum weiter. Ja, Träumwigger. Also das ist, die Frage war irgendwie,
weil ich damals gesagt hätte, wenn man gesagt hätte, dass das jetzt 50 Jahre dauern würde, hätte ich gesagt, träum weiter. Ja, vor allem, weil ihr ja gar nicht damit gerechnet habt, dass es überhaupt, ich meine, damals war das so gedacht als beim Proben, wie hast du immer gesagt, Kiste Bier oder lernen? Ja, irgendwann habe ich gesagt, das Einzige, was wir wollten, war einmal in der Woche uns treffen und Kasten Bier leer proben. Wir wollten gar nicht auftreten, wir hatten überhaupt nichts vor. Es waren ja alles Jungs, die irgendwann mal in den 60ern in Beatbands gespielt hatten. Und wenn du die dann irgendwo triffst, an der Theke oder bei einer Party, und spielst du noch? Ja, mit wem denn? Was macht denn dein Schlagzeug? Er steht im Keller. Jetzt müssen wir mal im Proberaum und dann treffen wir uns und dann machen wir irgendwas. Und dann haben wir in der Regel auch nur ein bisschen gejammt und Stones gecovert, Kings gecovert, ein bisschen Dylan. Und dann irgendwann kam ich dann mit meinem ersten Song auf Kölsch an. Ja. Aus Liebeskummer habe ich den geschrieben, Helfe kann der keiner. Sehr lamoyant, ja. Das fanden die aber alle gut. Mach da mehr von, habe ich mehr davon gemacht. Das war's dann. Und dann kam einer an und sagte, ihr müsst auftreten. Wollten wir auch nicht. Haben uns überreden lassen. Gegen den Bau der geplanten Stadtautobahn in Nippes. Ja. Der ging nicht mehr aus dem Proberaum raus. Und okay, dann machen wir das halt. Als wir da hinkamen, waren da nur 4 Mikrofone. Keine Anlage. Wir haben trotzdem gespielt, aber wir haben Blut geleckt. Haben wir ein bisschen mehr damit gemacht. Das ging wirklich so, mit diesen ganzen unfassbaren Zufällen ging das immer weiter. Wollte einer eine Platte machen. Eine echte Platte mit uns. Haben wir gemacht. Ja. Und daraus ist dann eine der erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte geworden, muss man wirklich sagen. Ihr hattet auch so viele Number-One-Hits und die Alben, die alle super erfolgreich gelaufen sind. Was würdest du selbst sagen, ist so das Erfolgsgeheimnis? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich die Lockerheit, dass wir das alles irgendwie so... Ich habe immer gesagt, irgendwie bin ich durch mein ganzes Leben gesurft. Und das ist irgendwie gut gegangen. Und wir haben immer nur das gemacht, was wir wirklich wollten. Natürlich gab es auch schon mal Zerwürfnisse, wo die eine Hälfte der Band in die eine Richtung wollte und die andere Hälfte in die Richtung. Und wir haben es aber alles immer hingekriegt. Und man muss ja dafür auch nicht vergessen, dass so eine Band eigentlich in der Regel nur so lange dauert, bis man noch keine familiären Verpflichtungen hat. Also Bands gründen sich irgendwann mit 16-, 17-Jährigen und das dauert dann vielleicht 10 Jahre. Und dann hat man einen Beruf, man hat für Familie zu sorgen. Und das haben wir aber alles irgendwie hingekriegt, auch dann mit Umbesetzungen teilweise und weil auch die Geschmäcker sich teilweise dann auseinanderentwickelt haben. Aber wir haben es hingekriegt und es war insgesamt eine unglaubliche Reise. Ich hoffe, dass sie noch nicht zu Ende ist. Höhepunkt für dich? Gibt es so den Höhepunkt oder gibt es so viele? Es gibt ganz viele Höhepunkte. Also ich weiß, was für mich sehr, sehr prägend war, als wir zum ersten Mal Rockballast gespielt haben. Über das erste Mal in Hamburg, tatsächlich in der Markthalle. Aber das zweite Mal war dann Loreley. Ja, 82, oder? 82 und Eurovision. Ich bin extra aus Griechenland zurückgeflogen, um den Auftritt machen zu können. Und wir haben gar nicht gewusst, wie bekannt wir waren. Ja. Wir hatten gerade das 4. Album rausgebracht und haben das 3. damit von Platz 1 verdrängt. Das ist uns aber alles gar nicht bewusst worden. Aber in dem Moment, wo ich da stand, wo wir da alle standen und ich die Begeisterung gesehen habe, habe ich gedacht, ey, das dauert ein bisschen länger als 4, 5 Jahre. Hier passiert was mit uns, was man auch nicht wirklich begreifen kann. Es ist interessant, dass du sagst, du hast das gar nicht mitgekriegt. Ich meine, damals gab es ja auch keine sozialen Medien. Das war ja noch total analog. Ja, wir haben ohne Ende getourt. Ja. In den kleinsten Clubs und Turnhallen und weiß der Teufel was. Wir sind Gott weiß wo überall rum. Und haben natürlich auch viel gelernt dadurch, dass wir so viel gespielt haben. Es war eine unheimlich gute Schule, wenn ich mir überlege, wenn man heutzutage dann eine Band zusammenstellt und die Jungs dann irgendwie mal schickt zum Auftreten. Ja, die haben ja teilweise überhaupt konnten ja gar keine Erfahrungen machen. Aber wir haben ja ohne Ende Erfahrungen gemacht. Wir wussten auch, wie man ein Publikum zum Rocken kriegt. Das wussten wir schon. Ja, das glaube ich ganz sicher. Und BAP ist ja, wie du selbst sagst, so eine auch einmalige Erfolgsgeschichte. Ja. Ihr wolltet nichts, habt ganz viel bekommen und wart immerhin damit auch Vorgruppe der Stones. Ihr seid als erste deutsche Band durch China getourt, habt 100.000 Menschen damals bei Protestkonzerten gegen Hass und für den Frieden versammelt. Und Katrin Brinkmann erinnert einfach mal an diese Anfänge. Ja, der Jupp trägt grad Singsehe. Melancholie mit Haltung. Die Songs von BAP längst deutsche Musikgeschichte. Seit jeher trägt Frontmann Wolfgang Niedecken nicht nur den Rock auf der Zunge, sondern auch die Kölsche Heimat. In dieser Umgangssprache kann ich mich am ungekünstelsten ausdrücken.
Verdammt lang her, als alles begann. Mit 15 Jahren steht Wolfgang Niedecken zum ersten Mal auf der Bühne. Das Malereistudium nur ein kleiner Umweg. Die Musik lässt den Kölscher Jungen nicht mehr los. 1979 das erste Album von Bab. Kaum einer weiß, warum eigentlich Bab als Name. Das ist aus der Verlegenheit entstanden. Wir probten damals mit dieser Band, die nie vorhatte aufzutreten. Und da wir ja nie auftreten wollten, hatten wir auch keinen Namen. Da sagte unser damaliger Gitarrist, schreibt da Bab drauf. Endlich haben wir das geklärt. Das ist der Spitzname meines sehr geizigen Vaters. Als Komponist von Verdammt lang her bestimmt Gitarrist Major, bürgerlich Klaus Häuser, lange den Sound der Band. Beinahe zeitgleich mit dem Erfolg der Neuen Deutschen Welle startet Bab in den frühen 80ern so richtig durch. 19 Jahre später steigt der Major aus. Weil ich Musik so sehr liebe, will ich auch verschiedene Arten von Musik machen und nicht irgendwann später mal sterben müssen. Und dann habe ich mein Leben lang Bab gespielt und habe mit 60 noch Verdammt lang her auf der Bühne gespielt. Das finde ich nicht schlecht, wenn man das mag. Wenn man das will, ist das völlig in Ordnung. Aber ich möchte noch mehr erleben in meinem Leben. Dennoch, Verdammt lang her bleibt bis heute ein Ohrwurm, auch im legendären Zwick auf dem Hamburger Kiez. Inhaber Uli Salm ist selbst Musiker, feiert bald 50-jähriges Bestehen mit seiner Band Rudolf Rock und die Schocker. Eine Verbeugung vor den Kölner Bab-Kollegen. Es war einfach richtig tolle Musik. Das hat überhaupt nicht gestört, dass man so als Nordlicht die Texte eher nicht verstanden hat. Ne? Und ich fand das total bewundernswert, dass die Jungs das durchgezogen haben. Aus Hamburg hier ein toller Alarm. Mensch Wolfgang, ich fand dich immer schon scharf. Auch Ehefrau Susi Salm ganz offensichtlich Fan der ersten Stunde. Man glaubt, was er da singt. Hut ab, also im Dialekt auch. Die haben ja auch gemerkt, es hat Erfolg, nicht nur im Kölner Raum, sondern es ist ja deutschlandweit. Ne? Das ist schon Hammer. Mit dem Tourbus erobert Bab damals das ganze Land. Mit Songs, die von Beginn an auch politisch sind. Für den Frieden und gegen die Übermacht des Staates. Helmut! Auch der damalige Kanzler Kohl erklärt das Feindbild der Band. Ich rufe den Bundeskanzler an, Herr Kohl, ich muss Sie mal was fragen. Bursche, hast du mich denn auch gewählt? Nee! Legendär das Konzert im Rockpalast Anfang der 80er Jahre. 1982 der Ritterschlag für die Band aus der Kölner Südstadt. Als Vorgruppe stiehlt Bab sogar fast den Rolling Stones die Show. Das ist unheimlich doll. Es geht unheimlich runter bei uns. Ne? Wenn du dann bei den Stones im Vorprogramm spielst, auf derselben Bühne, dann merkst du erstmal, wie unterschiedliche Dimensionen sind. Ne? Und der Erfolg ist Bab treu geblieben. Bis heute rocken die Kölscher Jungen die ganz großen Bühnen. Du hast gerade gesagt, es war nicht dein Sohn, das warst du. Na, das sieht man. Du hast ihn nicht doll verändert, wirklich. Kompliment. Kaum. Nee, super. Aber man sieht ja auch... Aber mein Sohn sieht genauso aus wie der Typ vorher. Ja. Aber ich finde, man sieht auch, du hast unheimlich Spaß und du bist so wahnsinnig locker. Hast du eigentlich so mal so ein Lampenfieber oder bist du so eine Rampensau, dass du da rausgehst und einfach raus? Ich habe Lampenfieber dann, wenn ich merke, ich habe nicht dieses Gefühl wie bei der Bescherung. Ja. Als Kind ist er nicht aufgeregt, hat kein Lampenfieber, sondern ist so, oh, die Mama mit dem Glöckchen bimmelt, da ist man schon ein bisschen kribbelig. Und wenn ich dieses Gefühl nicht habe, dann denke ich, oh Gott, ich werde jetzt auf die Bühne rausgehen, dann wird der absolute Oberlangweiler sein. Und dann werde ich ganz aufgeregt. Das funktioniert also immer, selbstheilende Kräfte. Und die Bilder gerade waren ja auch nochmal toll mit Mick Jagger, weil der hatte ja so eine Art Skiunterwäsche oder Schlafanzug an und du hattest da diese Strickmütze oder das Arafat-Tuch. Ihr saht auch beide ganz anders aus, als man denkt. Ja, das war ja dieses Stück Müsli-Man, ne, wo wir uns über bestimmte Kleiderordnungen lustig gemacht haben. Also wir haben uns eigentlich immer über irgendwas lustig gemacht. Also es waren auch ernste Lieder dabei, aber der Humor, der hat auch schon dazugehört. Irgendwie war das so, das hat eigentlich noch keiner wirklich entlarvt. Aber das hat sehr viel mit Zappa zu tun gehabt. Also wir haben ohne Ende Zappa gehört, also gerade der Schmal und ich, mit dem ich... Du hast auch ein bisschen was von Frank Zappa. Ich mochte das schon sehr gerne. Also wir haben während des Malens
ohne Ende Zappa gehört. Und dieser Humor von Zappa, der gekoppelt natürlich mit dem rheinischen Humor, das ist natürlich unschlagbar eigentlich. Ja, und dann mit so Größen, ich meine Stones. Da würden andere vor Ehrfurcht wahrscheinlich, weiß nicht, in der Bühne versinken. Wie ist das damals gekommen? Das zweite Konzert im Müngersdorfer Stadion lief der Vorverkauf nicht mehr gut. Das erste war direkt Ausverkauf, im zweiten war bei 20.000 Schluss. Und dann hat der Fritz Rau gedacht, überall läuft jetzt im Radio, verdammt nachher, dann so Kölner Band können wir die doch für den zweiten Tag noch dazu nehmen. Ja. Und dann waren wir ganz kess und haben gesagt, ja wenn, dann beide Tage. Haben wir beide Tage gespielt und wir haben das Ding denen dann voll gemacht. Das war unfassbar. Und war toll, also auch nicht bei den Helden mal. Die wissen das nicht, aber sich mal so bedanken zu können, das war schon sehr schön. Und Mick Jagger, heißt es, hat hinter der Bühne gehört, die Leute tosen im Applaus und hat gesagt, what the hell is going on? Konnte gar nicht fassen, dass es schon vor ihm so abgeht. Frage an Fritz Rau war, what the hell is this, Fritz? Und Fritz hat ihm dann erklärt, dass das der Typ ist, den er vor einer Woche in Frankfurt getroffen hat. Dann ich das war und diese Fotos, wo wir zusammen sind, die waren in Frankfurt in der Festhalle. Aber es war schön, es war wunderschön und die Kölner waren so stolz auf uns. Das glaube ich. Wir hätten wahrscheinlich Hänschen klein rückwärts spielen können. Unsere Jungs spielen vor den Stones. Das war toll. Bruce Springsteen, mit dem hast du auch die Bühne gerockt? Auch sogar mal hier in Hamburg im Stadion. Ah ja? Das ist doch bestimmt so ein Idol, oder? Du hast ein bisschen Bruce Springsteen-Style, finde ich, in der Rockmusik. Nur halt auf Kölsch. Ich sollte den interviewen für die ARD und bin rüber geflogen nach New York. Und das war sehr angenehm. Also hat so ein Probenkonzert gemacht und am nächsten Tag wurde er interviewt und ich war der letzte Interviewer am Abend und ich denke, du lieber Gott, er wird es hassen. Aber er war so nett. Als er gehört hat, dass ich Musiker bin, hat er mich mehr interviewt als ich ihn. Und dann kam dann auch die Patty dazu mit den Kindern. Das war alles so idyllisch. Und dann ein paar Wochen später kam dann der Anruf, ob wir die Band sein wollten für Hungry Heart, für das Video. Ja. Das wurde in Berlin aufgenommen, in der Eckkneipe. Ja, haben wir Zeit, können wir machen. Dann haben wir das gemacht. Das war auch wieder so. Da haben wir die Bilder, wirklich toll. Das war... Ihr könntet Brüder sein. Ist eine Ähnlichkeit da. Gewissermaßen sind wir das auch. Ja, und ihr habt beide eine politische Haltung, beide liebt ihr Rockmusik. Man kann sich über Politik und über Bob Dylan mit ihm sehr gut unterhalten. Den du auch sehr verehrst und kennengelernt hast. Ja. Also es ist immer wunderschön, jetzt haben wir uns länger nicht mehr gesehen, seit Corona sind die Wege, die Verbindungswege irgendwie etwas abgerissen. Aber wir schaffen das wieder irgendwie, dass wir uns wieder connecten können. Also ganz viele internationale Stars, aber du bist ein Kölscher Jung und deshalb würde ich gerne mit dir nach Köln gehen. Köln-Jon, sagt ihr ja, ne? Ja. Wir wollen nach Köln-Jon, wenn du mitkommst, bitte. Genau. Und zwar wollen wir mal in die Straße deiner Kindheit, wie du sagst, in die Penny Lane, in die Severinstraße hier in Köln. Hier bist du aufgewachsen. Ja. Hier hast du auf der Straße gespielt, gekickt wahrscheinlich. Und Papa hatte da hinten irgendwo seinen Feinkostladen. Hier auf der Ecke, unten Ecke rechts, Severinstraße 1, hatte mein Vater den Laden. Ja. Also mit meiner Mutter und mit meinem Halbbruder und meiner Schwägerin. Und da sind wir aufgewachsen. Gespielt haben wir über die Ecke rum. Das ist schön über Fußball gegens Tor. Nee, da war eine Toreinfahrt, die ich auch schon mal besungen habe. Fälschlicherweise als die Toreinfahrt vom Schuster. Aber das war die Toreinfahrt von einer kleinen Likörfabrik, Altengarten. Und da haben wir dann vor allen Dingen immer schön samstags die Fußballspiele vom FC Köln nachgespielt, vor allem die verloren gegangenen. Und die haben wir dann gewonnen wieder. Ihr habt sie praktisch die Ehre gerettet. Ja. Aber wenn der Papa so einen Laden hatte, Feinkostladen, als Kind ist man da doch gerne drin, oder? Und macht dann auch... Das war schön, also weil... als ich Kind war, war hier noch viel zerstört. Mhm. Die Neubauten waren Trümmern. Und, meine Eltern, das war so der Laden, wo sie alle dann einkaufen gingen und wo man auch die neuesten Nachrichten hört. Und wenn wir auf der Straße spielten, wir waren nie unbeobachtet. Es war immer jemand, der geguckt hat, ob da doch alles in Ordnung war. Die meisten Kinder hießen Wolfgang.
war der Ist so? Modename anscheinend. Ja. Wenn eine Thomas, Mutter, Andreas, Michael war alles auch noch in der Zeit. wenn irgendwie eine Mutter aus dem Fenster rief, Wolfgang Essen, komm, war die Straße leer. Du bist ein Papakind, ne? Du warst Als sehr, Kind war ich Papakind, total. Wir haben immer nur zusammen auch die Besorgung gemacht, hat so einen alten Opel P4. Ja. Damals schon ein Oldtimer, den hat er so lange gefahren, bis er auseinandergefallen ist. Der war halt sehr sparsam. Oder? Und da müssen wir dann in die Milchverwertung, in die Markthalle, zum Güterbahnhof, sogar in den Rheinauhafen, wo die Dosenmilch ankam. Das war immer ganz aufregend, also wenn man in den Hafen rein durfte. Und dort die Waren geholt hat für den kleinen Feinkostlern. Und deine Mama, welche Rolle hat die gespielt in deiner Sozialisierung und Erziehung? Meine Mutter hat mir immer geholfen bei meinen abgedrehten Ideen. Ja. Die hat mich unterstützt, dass ich meine erste Gitarre kriegte. Ja, ich habe auf der Gitarre meines 20 Jahre älteren Halbbruders auf dem Sofa gesessen, habe der so lange die Akkorde von The House of the Rising Sun vorgespielt, bis sie zu meinem Vater sagte, Josef, ich glaube, der Jungbruch jetzt singt eine Gitarre. Hat sie mich unterstützt. Und hat Josef, der nicht so gerne Geld Josef ausgegeben hat einfach so getan, als wenn er nicht gehört hätte und dass er auch nicht merkte, dass ab und zu mal in der Kasse irgendwie ein Zehner oder ein Zwanni zur Seite gelegt wurde, damit ich mir eine vernünftige Gitarre kaufen konnte. Also im Grunde dann der Mama die Karriere zu verdanken. Ja, meine Mutter hat mich immer unterstützt. Meine Mutter stammt aber wirklich auch aus einer Künstlerfamilie. Mein Großvater, also ihr Vater, der war Kirchenmaler, konnte natürlich sich in den Kriegen die Familie nicht mit Kirchenmalerei ernähren, ist als Maler und Anstreicher gegangen. Und meine Mutter wäre am liebsten Modezeichnerin geworden und hat auch so künstlerische Ambitionen gehabt, ging aber nicht. Als der Krieg losging, war die 18. Ja. Künstlerische Berufe kannst du vergessen. Dann hast du diese Leidenschaft ausgelebt, indem du Malerei studiert hast. Ne? Toll. Sie hat auch dafür gesorgt, dass ich Malerei studieren durfte. Mein Vater fand das natürlich Katastrophe. Hast du eigentlich irgendwann mal gedacht, schade eigentlich, dass die Malerei so ad acta gelegt habe für die Musik? Ich meine, Ja, du malst ja, aber ja, nicht so professionell natürlich die Musik ab und zu. Mein Gestaltungsdrang kann ich dann mit Collagen oder großen Materialbildern, das kriege ich noch hin, aber dass ich mich jetzt ins Atelier stelle und ein Jahr lang nur male, geht natürlich nicht. Dann würde ich das andere ja vernachlässigen. Aber ich bin sehr happy. Auch das Publikum bei so einem Rockkonzert ist mir auch deutlich angenehmer als ein Vernissage-Publikum. Du hast auch väterlicherseits interessante Großeltern, die leben in Unkel. Das ist da bei Bonn am Rhein. Unkel ist so, wenn man Drachenfels kennt jeder. Ja. Ne? Und ein paar Meter weiter ist dann Unkel, kleines Weinstädtchen. Und mein Großvater väterlicherseits, der war Winzer. Und zwischen den beiden Weltkriegen wurde aus Amerika die Reblaus eingeschleppt. Und dann wussten die alle nicht so richtig, was sie noch machen sollten. Und dann ist mein Vater halt 50 Kilometer rheinabwärts ausgewandert nach Köln und hat in Köln Lebensmittelgeschäft aufgemacht. Das war schon das dritte. Es ist zweimal ausgebombt worden. Das war das dritte, was er dann. Und du bist aber trotzdem öfter bei den Großeltern gewesen? Und Nein, nicht bei Großeltern, bei Onkel und Tanten. Ich habe überhaupt keine Großeltern mehr erlebt. Ah, okay. Also Onkel und Tanten. Und da gab es ja auch den Onkel Albert, glaube ich, mit dem Hund Wotan, ja, wo du deine Hundeliebe so entdeckt hast. Und der Bürgermeister von Unkel, der möchte gerne mal, dass du vorbeischaust. Und der will dir auch was dazu sagen. Echt? Pass mal auf. Lieber Wolfgang Niedecken, herzliche Grüße aus der Kulturstadt Unkel am Rhein. Sie sind ja selber fast ein Kind unserer Stadt. Ihr Vater Josef stammt aus Unkel und in ihrer Kindheit haben sie oft ihren Onkel Albert im Unkler Stadtteil Scheuren besucht. Ich habe gehört, dass Sie auch gerne einmal in Unkel auftreten würden. Als Bürgermeister der Stadt und BAP-Fan lade ich Sie herzlich zu einem Auftritt ein. Ich erinnere mich an viele tolle Konzerte, die ich mit Ihnen erlebt habe. Und besonders in Erinnerung ist mir das Konzert bei der großen Friedensdemo im Bonner Hofgarten. In Unkel wird es natürlich eine Nummer kleiner sein. Jedenfalls die Unkler Bürgerinnen und Bürger und ich würden uns sehr freuen, wenn wir das gemeinsam hinbekommen.
So. Wir werden das machen. Also mit Bab wird es wahrscheinlich ein bisschen musst eng. du einplanen in Unkel. Ja, also ich habe ja dieses Soloprogramm, wo ich mit dem Mike spiele, da kriegen wir garantiert mal in Unkel hin. Also können wir den Bürgermeister, der ja, guckt jetzt bestimmt. Irgendwas schieben wir hin. Also wir haben ja auch jetzt von der Willy Brandt Stiftung, gibt's ja auch, da haben wir auch schon Post gekriegt. Ich habe das wohl bei dem Interview gesagt, dass ich mal so gerne auch in Unkel spielen würde. Hat nie funktioniert, aber wir machen was. Mit Sicherheit, also, wir machen was. Wir nehmen dich beim Wort und er und die ganzen Unkler bestimmt auch. Freuen sich schon sehr auf dich. Du hast ja gerade gesagt, der Durchbruch war so 82, Anfang der 80er Jahre. Und du bist ja dann auch ziemlich schnell Papa geworden in der Zeit. Wie? Ja, das heißt, also wenn ich weiter Maler geblieben wäre, wäre ich wahrscheinlich nicht Papa geworden. Ich hatte so viele warnende Beispiele von wirklich guten Künstlern, die in dem Moment, wo sie Kinder in die Welt gesetzt hatten, das dran geben mussten. Die mussten dann irgendeinen Broterwerb. Und deswegen habe ich mich um Gottes Willen jetzt nicht irgendwie Kinder. Und das war dann genau zu dem Zeitpunkt, wo man merkte, hoppa, irgendwie Kohle kommt ja irgendwie und dann kann man sich ja Kinder erlauben. Ich bin ja total kinderlieb, also mindestens so kinderlieb wie tierverrückt. Und das ist schon, also wäre sehr schade geworden, wenn ich mich... Ich habe 4 Kinder und 3 Enkel. Das ist wunderbar. Und damals, die ersten beiden waren 2 Söhne mit deiner ersten Frau. Ja. Hattest du denn überhaupt, wenn man da so gerade eben berühmt wird, überhaupt Zeit und Muße für Familie? Was für ein Familienvater warst du? Das ist ja das Blöde. Also deswegen ist die erste Ehe ja auch gescheitert, weil wir unsere Lebenspläne nicht zusammenkriegten. Also wenn man als Musiker durch die Gegend fährt und man muss hinterherbleiben, dass das auch nicht aufhört. Man kann nicht sagen, dann machst du jetzt als Frau mal ein Jahr lang deinen Job und ich passe auf die Kinder auf und das wird nichts werden. Also wenn ich ein Jahr den Kontakt da vergesse und dann wird diese Situation zu Hause immer merkwürdiger. Das wird dann irgendwie so, dass du irgendwann merkst, du freust dich nicht mehr auf zu Hause, weil du musst an einem Stück nur diskutieren. Und das ist natürlich der Anfang vom Ende. Ja, und das ist auch für mich in meinem Leben ein großes Problem gewesen. Also da knabbere ich heute noch dran, weil ich liebe natürlich meine Söhne. Ja, haben sie dir verziehen, dass du damals noch eine andere Passion hattest? Ich glaube schon. Also das ist ja auseinandergegangen. Also wo da der Anfang war, das weiß man nicht mehr. Und du hast dann ja Tina kennengelernt, die dich auch immer begleitet. Wenn du kommst, ist sie immer dabei. Deine Managerin auch. Und ich glaube auch große Muse, ne? Kann man schon sagen. Ja, also das hat dich. Wir funktionieren so Yin und Yang mäßig. Also als die Mädels klein waren, ist sie natürlich nicht die ganze Zeit dabei. Ihr habt noch 2 Töchter bekommen. Ja, die sind jetzt auch über 30. Also das ist von früher die Bilder, ganz alte Bilder. Ja, das ist ja genau. Da bin ich irgendwie. Ja, also das hat sie aber so hingekriegt, dass ich, das hat funktioniert. Super. Und ich habe mich immer auf zu Hause gefreut. Fehlern lernen. Ja, natürlich. Ich habe mich immer auf zu Hause gefreut. Es war schön, nach Hause zu kommen und zu meinen 3 Damen, nach wie vor. Jetzt fahren wir zu den 3 Damen nach Berlin. Ja, die sind jetzt in Berlin und ihr seid in Köln, aber dadurch natürlich auch öfter, du bist ja sowieso noch so viel unterwegs. Wir sind viel unterwegs, aber jetzt sind wir zusammen unterwegs. Wir haben irgendwann gemerkt, dass wir auch so als Team gut funktionieren, was die Band betrifft. Wir nennen das Kitchen Table Management. Alles, was so kreativ zu entscheiden ist. Küchentischmanagement. Das machen wir zusammen. Sie ist mehr für die Zahlen zuständig und ich für die Hirngespinste. So. Und das geht wunderschön zusammen. Und in die Zahlen mische ich mich nicht ein. Sie mischt sich ab und zu mal in die Hirngespinste ein und redet mir vielleicht Sachen aus, die vielleicht nicht so doll sind, aber es geht wunderschön. Kann man nur sagen, großes Kompliment. An Tina hat ja super geklappt bis jetzt, ne? Geht auch so weiter. Und der Hund ist auch immer dabei, also ihr seid ja so eine große Familie. Angefangen hat alles, wie gesagt, hier in der Kölner Südstadt, aber schon bald ist es ja für Bab hinausgegangen, damals in die Welt, in die weite Welt, muss man sagen. Und Andreas Moll nimmt uns mal mit auf diese Reise. Januar 1984, Bab auf Tour durch die DDR für ausverkaufte 14 Konzerte. Vor der Tour erscheint ihr Song Deshalb Spillemahe, der unter anderem Meinungsfreiheit einfordert. Sie wollen sich vor keinen Propagandakarren spannen lassen. Klartext ob Kölsch. Doch sie dürfen das Lied nicht spielen beim FDJ-Festival Rock für den Frieden im Palast der Republik. Sie reisen ab, fühlen sich beschissen. Schlechter kann man sich nicht fühlen. Ich weiß auch nicht. Also ich muss das erst mal verarbeiten. Ich weiß jetzt nicht,
Mich hat das überrascht, ich habe damit eigentlich nicht gerechnet. 1986 ist nach dem 6. Studioalbum All Männer, All Glatt erstmal Sendeschluss für die Band BAP. Wolfgang Niedecken zieht es mit seinem Soloprojekt Komplizen auf weit entfernte Bühnen, tourt durch Nicaragua. Dort wird aus dem Lied Madet Jod dann geht's weiter ins bürgerkriegsgeplagte Mosambik. Live in der Hauptstadt, in einer Basketballhalle. Die Band begeistert von ihrem Publikum. Man hat da 6000 Musiker in der Halle, die alle Male besser sind, jeder Einzelne als wir. Und die feiern dann mit uns so ein Ding. Die hörten sich den ersten Refrain jedes Stückes an und dann kamen die Variationen bei den nächsten Refrains von denen. Tourneen ans andere Ende der Welt mit Mundartmusik aus der Kölner Südstadt. 1988, Da Capo. Mit diesem Album sind BAP wieder vereinigt. Davor ihre wohl ungewöhnlichste Tournee, BAP über China. Im Oktober 1987 stehen für sie 8 Konzerte innerhalb von 4 Wochen in den größten Hallen von Peking, Shanghai und Kanton an. Ihre Musik dort völlig unbekannt, erst recht ihre politischen Texte. Schauplatz des Geschehens, das Capitol Gymnasium, eine der größten Sporthallen Pekings. Voller Aufregung betreten die Musiker hier zum ersten Mal den Saal, der 19.000 Zuschauer fasst und alle 3 Abende ausverkauft ist. Im ersten Stück haben mir die Beine gezittert. Das war lange nicht mehr. Das war absolut lange nicht mehr. Backstage in Peking. BAP über China, für die Band und ihren Sänger eine ganz neue Erfahrung. Wir mussten sehr konzentriert spielen, weil das Publikum ja so dermaßen leise war. Südafrika ist Flieger vom Schuss. Dinge baut er sich Club. Wer will Hüftlinge Boss? Das sollte sich beim Konzert in Kanton ändern. Da genießt Wolfgang Niedecken sogar das Bad in der Menge. Mit China beginnt ein neuer Abschnitt der Bandgeschichte von BAP. Nächste Auslandsstation, die Sowjetunion. Ihre Sowjetunion, China, Nicaragua und das mit einer Sprache, einer Gesangssprache, die man ja selbst außerhalb Kölns nur schwer versteht. Ne? Ja, wieso sind die da alle gekommen? Wussten die, wer ihr seid? Oder? Die waren happy, dass endlich mal was anderes passiert. Ja. Wir wären wahrscheinlich auch als Schuhplattler-Band gut angekommen. Weil, irgendwie die Langnasen kommen zu uns und machen was. Da sind die hingegangen. Das war toll, das war wunderschön. Und von Stadt zu Stadt wurde es wirklich lebhafter. In China jetzt? Ja, ja. Und die wussten nicht, wer die Beatles sind, wer Elvis ist, wenn ich so. Die wussten nicht, China war damals noch absolut. Ja, 80er Jahre oder war dicht. 90er Jahre. Die ganze Tournee sollte eigentlich so ein Zeichen sein für die Öffnung Chinas. Da waren Strömungen zugange, die China gegenüber dem Westen öffnen wurden. Und ein Jahr später war ja dann der himmlische Frieden, schlimmerweise. Und ja, alles entstanden dadurch, dass wir bei Heinrich Bölls Trauerfeier gespielt hatten, im Gürzenich 2 Stücke unplugged. Und eine chinesische Übersetzerin war da und sagte anschließend beim Cocktail, das wäre doch schön, das müsste die Jugend Chinas doch auch mal erleben. Und wir, ja, ist klar, mach klar, wir kommen. Da hat man nicht wirklich dran gedacht, dass das passiert. Und dann Sebalu, damals unser Manager, ist dann rübergeflogen und hat gesagt, das sind lauter 18.000er Hallen, die wollen, dass wir das spielen. Und dann 3-mal hintereinander in Peking, ne? Ja. Und hier ist mal vollgekriegt. Am Anfang, hast du gerade gesagt, war noch nicht so die Begeisterung. Da haben sie natürlich noch gedacht, was soll das? Von Stadt zu Stadt. Das, Peking ist eine Beamtenstadt. Ja. Aber da, wo es dann Richtung Hongkong geht, wussten die schon mehr, was abgeht. Und das war schon lebhafter. Auch Shanghai war schon lebhafter. Es war ein unglaubliches Erlebnis. Dass ich das erleben durfte, das ist Wahnsinn. Du hast auch ja, wie du schon gesagt hast, ein politisches Impetus immer gehabt. Ist es auch so ein Grund, weshalb du in diesen sozialisierten oder sozialistischen Ländern spielen wolltest? Also instinktiv haben wir immer
bewusst Reisen bildet. Man muss vor Ort sein, man muss die Menschen spüren, haptisch. Man muss das irgendwie spüren, wie die Menschen draußen sind. Dann versteht man sich viel besser. So, die Populisten können uns schön aufhetzen gegeneinander. Das ist alles Quatsch. Sobald man in so einer Stadt ist, auch in so einem wirklich bürgerkriegsgeplagten Land, was in Mosambik für eine Lebensfreude war, das war unfassbar. Wir haben das Lied Mare Jota gespielt und am nächsten Tag ging ich durch die Stadt und alle riefen mir nach, Money Joe, ich war Money Joe. Und es war wunderschön, das zu erleben. Ja, Afrika, Mosambik hast du ja ohnehin eine große Zuneigung zu. Wie kommt das eigentlich? Du engagierst dich ja sehr stark im Kongo seit vielen, vielen Jahren. Warum ausgerechnet da? Also 2004, man wusste, dass ich was mit Afrika zu tun hatte. Da hat man mich gefragt, ob ich der Botschafter für einen Zusammenschluss von Hilfsorganisationen namens Gemeinsam für Afrika sein wollte. Das habe ich dann gemacht und von 2004 an sind wir immer wieder dahin gekommen. Vor allen Dingen Horst Köhler hat mich immer, der war der Schirmherr, der hat mich immer wieder mitgenommen, wenn er in Afrika zu tun hatte. Ich konnte viel in Afrika lernen und dann vor allen Dingen das Schicksal der Kindersoldaten. Das ist mir sehr nah. Ja, hier sieht man auch, wie du eben dort bist, dort singst und die Menschen begeisterst. Gibt es das Engagement noch? Und das ist nicht nur finanzielles, ne? Offensichtlich, du hast ja auch viel Zeit investiert. Das war ja dieses Projekt Rebound, wo man den Kindersoldaten und den zwangsprostituierten jungen Mädchen eine zweite Chance gegeben hat, weil die waren ja von ihren Familien verstoßen. Und die mussten gucken, dass sie was kriegen, wo sie selber ihren Lebensunterhalt mit verdienen konnten. Und das sind also sozusagen Berufsschulen, wo man denen Handwerken beibringt und dann können die ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Und das haben wir ja 18 Jahre gemacht mit World Vision. Und da das aber Städte, die im Dschungel waren, wurde das dann zu gefährlich. Und dann haben die das geschlossen. Und jetzt mittlerweile sind wir mit der Welthungerhilfe ein ähnliches Projekt, das heißt Au Secours du Congo, also dem Kongo zur Hilfe. Wir machen das gleiche Ding, machen wir auch da. Du hast für das Engagement auch Bundesverdienstkreuz und andere Auszeichnungen bekommen. Jetzt haben wir schon viel zurückgeschaut auf dein Leben und vor allem auf viel Schönes. Aber es gab natürlich auch den einen Moment 2011, vor 15 Jahren, als du den Schlaganfall hattest. Hast du eigentlich davon, das ging ja glücklicherweise, nachdem du dich mühsam rausgearbeitet hast und zurückgearbeitet hast in den Alltag, dann doch gut aus. Aber was hast du davon zurückbehalten aus dieser Erfahrung? Ja, ich habe diese gelbe Karte wahrgenommen. Also ich bin nicht so doof und bettel um Gelb-Rot. Ne? Also da muss man sich schon sein Leben irgendwie dem anpassen. Nicht, dass ich vorher so ein ausschweifendes Rock'n'Roll-Leben geführt hätte. Das ganze Ding ist entstanden durch einen Husten. Ich hatte eine Woche durchgehustet. Ich war mit einem Freund und seinem kleinen Sohn in den USA, waren in Arizona unterwegs, in der Wüste. Und die Klimaanlage von dem Bus war kaputt. Und sie war entweder ganz heiß oder ganz kalt. Und dann haben wir den Husten zugezogen, eine Woche durchgehustet. Den Urlaub mussten wir abbrechen wegen der Klimaanlage. Und also Gott sei Dank, als ich dann zu Hause war, den zweiten Tag, ist es dann da erst passiert. Er hat sich durch den Husten eine kleine Wunde in der Halsschlagader gebildet. Und aus dieser Wunde ist dann durch dieses Husten dann auch wieder ein Gerinnsel ins Hirn gestiegen. Das war der Schlaganfall. Das hat man mir dann rausgeholt. Durch die Leiste, Wahnsinn. Hauptschlagader, sowas können die können das da rausholen. Aber wie du sagst, das ist eine gelbe Karte. Ich meine, du hast daraus was gelernt, aber machst auch weiter und bist weiter auf der Bühne. Hast du sowas wie eine Exit-Strategie? Ja, ich mache das. Also ich sage jetzt nicht, wir machen eine Abschiedstour oder was. Ich habe auch keine Lust, Projekte anzustoßen, die jetzt irgendwie über das nächste Jahr hinausgehen. Ja. Eins nach dem anderen, dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Und wenn ich dann irgendwann merke, hoppla, ich schaffe es körperlich nicht mehr oder ich schaffe es von der Konzentration nicht mehr, dann ist Schluss. Aber noch klappt das alles wunderbar. Noch klappt es und noch ist es super erfolgreich. Und deshalb wäre es auch schade, wenn du jetzt schon sagst, ich höre auf. Im Gegenteil, du tourst und bist auch bei uns im Norden. Du bist in Hannover, du bist in Hamburg, ich glaube November. Ja. Und natürlich gibt es auch diese tolle Ausgabe hier, so eine super Ausgabe, ein paar Tage später. Zum Jubiläum. Und es klingt so, als würden wir dich auf jeden Fall in 5 Jahren dann zum 80. auch wiedersehen. Ich gebe alles. Wir auch. Wäre doch schön. Ja. Ich drücke dir die Daumen. Vielen Dank. Und freue mich, dass du hier bist, hier warst und viel Freude, vor allem Freude. Danke. Bei der Tour. Ich Wolfgang Niedecken. Sehr schön. So, morgen, liebe Zuschauer, wer kommt denn morgen zu Gast?
Morgen kommt Tanit Koch, Journalistin, Medienmanagerin und neue Moderatorin von Klar. Wäre schön, wenn Sie dabei sind. Und es geht weiter mit Ihrem Landesprogramm. Bis morgen. Tschüss. Danke dir.